Van der ersten Tag heeft dat een thema wat viele Menschen sagen, merkt dat is de artificiële intelligentie. Dat bedoelt wat de computer, wat het internet, wat het telefoon, wat het alle uitrekenen kan. Zum Beispiel wat veel, dat een tjetje wat zijn profiel, wat zijn karakter, zo wat er gezegd of lezen, is dat een goede mens, is een slechte mens. Er nog voor wens de beste voor, wens de beste noemen. Zo veel het wordt van de eerste dag dem computer gevraagd. En we dat wieder jetzt diese artificiële intelligentie. Also, wat niet de intelligentie van de mensen is, sondern wat de eine computer en also wat aanhansen. So, einer fragt dem nächsten, wer ist das? Merkt die das sagen, dass die artificiële intelligentie verder was komt? Wenn es viele Arbeiter war, das Tag Leute, das sind alles Roboter, das sind alles mit der Intelligenz, das braucht nicht mehr Menschen. Merkt die das sagen, dass die Intelligenz von der artificiële Teil wieder kommt? Dann sagt der andere, mir merkt das nicht sagen, dass die artificiële intelligenz verder was komt. Ich merke das sagen, dass die natürliche Intelligenz trägt. Also, das von der ersten Tag viel leichter, dann steht im Kopf was uitrekenen am Telefon, was nicht was Schlechtes ist. Aber es sind so viele Sachen, Leute sicher, Leute alles Internet froh, nicht mehr selbst denken. Wenn wir unseren Verstand weniger brauchen, dann kann er sich auch weniger entwickeln. Es ist eine Muskel, die ich weniger brauche, der entwickelt sich weniger. Und so ist das auch der Verstand. Aber nicht bloß am großen Verstand haben, ist das wichtig. Man redet auch von der emotionellen Intelligenz und von der geistlichen Intelligenz. Lang wir dort nicht Time ist, von der ersten Tag, nicht bloß im Verhältnis mit Gott redet man von der geistlichen Intelligenz, sondern auch viele vom Spiritualismus, also eine Sache, was nicht mit Gott zu tun hat, was du deine geistliche Intelligenz mit Sphäre nehmen. So, die Bibel redet in dem Bereich auch was von. Da sagt uns in Epheser Kapitel 5, Vers 17 sagt, seid vernünftig und fängt ut, was der Herr von jün will, was dem sein Verlangen ist. Also sie vernünftig und dann mal warten, und mal was will Gott von dir? Es ist für die wichtig, den Verstand dort die Hand in den Reute merken, dass die einfach fragen, Gott, was willst du mit mir leben? Was willst du mit meiner Wirtschaft, mit meiner Arbeit, mit meiner Familie? Oder ist das vielleicht, Gott habe ich für die Kirche, Gott ist für die Bibel, Gott ist in dem Moment für Gebet, aber an meine persönliche Sache, an meinen Charakter, an meinen Rambrelle, an meinen Hass von der Vergangenheit soll Gott sich nicht entnehmen müssen. Was ist Gott sein Wille? Das ist viel leichter, mein Eck nicht zu gehen, und Gott kann sich mal warten, den ich nicht machen möchte. Gott möchte ein Partner sein an mein Leben, an dein Leben, und er möchte, dass wir den Verstand und unsere Talente wieder entwickeln, und über allem dort, was uns hilft, zu fragen, Gott, was weißt du von mir am Leben? Eine Oase wieder dort an dein Leben zu entwickeln, ist, wenn du die geistliche Intelligenz entwickelst, also Frau, was will Gott von mir leben, dann hat er immer besser für uns, als wir selbst für uns haben.